Time of the year. Jetzt habe ich gerade überlegen. Hallo! Bin ich am Aufnehmen? Es fängt schon an! Wenn wir jetzt das letzte Mal hier gehockt, ich weiss es auch nicht. Hallo! Und herzlich willkommen bei mir auf Kitsch Witch! Und zu einem neuen Video und zu einem richtig geilen Video. Ich habe das schon mal gemacht, aber ich bin mir jetzt eben nicht mehr sicher, ob es letztes Jahr war. Weil meistens bin ich so, dass ich eine Idee habe und dann braucht es etwa ein halbes Jahr, bis ich sie umsetze. Und diesmal ist es anders. Ich bin gestern, heute haben wir durch, 26. Oktober, ich bin gestern in einen fetten Spielzeugladen und habe Spielsachen gekauft, die ich mit euch testen will. Es sind unter anderem Spielsachen, die ich das Teil jetzt hier gezeigt habe, die mir vorgeschlagen wurden von euch zum Testen. Ihr Sadisten! Das wollte ich noch loswerden, genau. Das werden 3 Videos werden. Ich habe 3 verschiedene Spielzeuge da. Sie sind voraufgenommen, weil es ist so ein Vorweihnachts-Special. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich so im November so Zeit habe. Und heute ist ein richtig geiler Tag. Stefan aus der Hütte. Gut, da einen sind jetzt irgendetwas am Fortschiessen machen. Es tönt halt einfach, aber hey, die sind bei mir daheim in der Stube. So ist es halt hier. Gut, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten mit dem ersten Spielzeug. Und das erste Spielzeug, wie ich schon gespoilert habe, ist mir vorgeschlagen worden. Und es ist mir vorgeschlagen worden. Und ich habe gesagt, ja geil, kannst du lernen. Also es ist, kannst du nie, was es kostet. Ich glaube, um die 50 Franken. Und sie hat es nicht nur vorgeschlagen, sie hat mich sogar noch reminded, dass ich dann etwa den Scheiß kaufen und ausprobieren. Und jetzt habe ich den Scheiß gekauft und ausprobiert. Wir haben hier von Cookies, Cookies Makery Freezy Cake Fridge Frigo, irgendwie ein Kühlschrank, wo man irgendwie Zeug machen kann. Ich habe das Zeug nicht angeschaut, nicht kontrolliert, ich habe es einfach gekauft, in die Tasche geschossen, bei huere bluffig an allen quengelnden Gafen, die nichts davon haben, durchgestolziert, habe sie Karren da hierher geschossen und jetzt sind wir hier. Also, Warning! Es ist ab 3-jährig. Sie empfehlen es ab 5+. Ich glaube, man kann relativ gut auf die Altersangaben gehen. Aber das meiste ist ja ab 3-jährig. Dann sind sie nicht mehr so doof. Normal so. Fritte! Jetzt habe ich hier noch. Sorry, mit der Frage, das bin ich Kühlschrank. Ich habe mein Messer und jetzt schneiden wir das ganz sorgfältig auf, weil ich das Teil verlosen. Geben wir das mal ein bisschen Mühe. Man kann sich schon keine Mühe geben. Das ist einfach nicht. Moment. Ich hoffe, ihr seht es, weil wie immer nehme ich selber auf, schneide das Video selber, mache alles selber. Das heisst, ich kann es nicht kontrollieren. Also man kann schon, aber ich will zu viel, weil es mich anschließt. Du, wie kann man das aufnehmen, wenn ich es kaputt mache? Ja, das kommt schon gut an. Warte, vielleicht auch nicht. Moment. Das geht gut. So, jetzt nochmal aufschneiden. Und weißt du, kannst dir jetzt nur Mühe geben, Fräulein. Einfach so, du kannst dir mega Mühe geben. Weil die Scheiße bringst du nicht mehr so in die Schachtel rein, wie es war. Ich tue es vorsichtig fortschießen. So, also wir haben einen Kühlschrank. Ich muss zugeben, ich finde den Kühlschrank optisch sehr hübsch, weil im Moment, das wechselt aber wieder ein bisschen, im Moment ist meine absolut, nein stimmt eben nicht, im Moment ist meine Lieblingsfarbe Violett, aber ich liebe natürlich auch Mint. Also Mint und Violett, Rosarot habe ich, ja Rosarot, Rosarot habe ich okay. Mint, Violett, Rosarot, Hellblau, also pastellfarbig und Violett, das ist momentan, ich bin immer random. So, jetzt sind wir es mal. Okay. Also, ich habe es auf. Es sieht hier innen so aus. Ich nehme an, wenn sich das Kind das wünscht, dann weiss das Kind, um was es geht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt nehme ich es mal weg. Das muss man wegnehmen. Das muss man. Es hat nicht einmal eine Anleitung. Ich nehme jetzt mal alle Scheiße raus. Gattung,
Freezy Cake? Nein, ich muss etwas machen. Ja. Also ich mache zuerst alles raus, bevor ich anfange. Habe ich gesagt, es ist ein Backofen. Es ist ein Kühlschrank. Habe ich das gesagt? Hey, sorry, es tut mir so leid. Ich habe zwar, das kann ich vielleicht auch noch, einfach, falls du jetzt das auf YouTube schaust und mich nur von YouTube kennst oder gar nicht kennst, ich bin auf Instagram mega aktiv, meistens immer. Also keine Beiträge und Reels, so scheiss mich, ich bin einfach zu viel für die Scheiße. Ich habe es aufgegeben. Es ist mir scheißegal, was ich für einen Algorithmus habe. Ich bin zu alt, ich habe auch keinen Mehrwert, außer dass ich Freude habe, Videos aufzunehmen. Und darum mache ich YouTube-Videos und mache Stories. Aber Beiträge schiessen mich an. Nein, Reels, ganz ehrlich, sorry. Schaut mal euren Reels-Konsum an. Sagt, das sind ein paar Sekunden, dann vergiss mir die Scheiße ewig. Und darum frage ich mich, warum ich mir eine Stunde, 2 so Mühe geben, für dass ich vielleicht noch getestet werde und dann eigentlich das Wegswipe vergessen habe. Darum legt es mich am Arsch, wenn ich einen Beitrag mache oder wenn ich ein Reel mache. Oder ein Video, also nicht ein Video. Dann mache ich es im Fall für mich, das ist eine Erinnerung. Ihr dürft gerne dabei partizipieren, kein Problem. Ihr dürft euch wirklich sehen und ich habe mega Freude. Also, ihr müsst nicht kommentieren, weil ich lese Kommentare nicht, aber ihr könnt mir das Herz nicht geben, habe ich Freude. Oder ihr könnt mir eine DM schreiben, DMs die lese. Und wenn ich sie nicht lese, tut es mir leid. Also, gut, jetzt haben wir hier ein Karton und das hier ist jetzt einfach leer. Ich hoffe, ihr seht es. Also, jetzt nehmen wir es mal auf. Hier drauf steht From Recipe to Surprise Reveal. Du hast das noch auf Deutsch geschrieben, oder? Plüschtierproportion. Ein Plüschtierproportion. Also, es tut mir leid, ich gehe jetzt ganz schwer davon aus, wenn ich das hier jetzt vollbringe, die ganze Sache, kann ich einfach nur den Kühlschrank schenken mit dem Plüschtier. Dann ist der ganze Zauber, wenn es überhaupt eingezaubert wird, vorbei. Nein, muss ich noch etwas backen. Okay. Also, wir haben hier irgendwie eine Form. Ich weiss, ich habe keine Form. Das ist eine Form, ja. Wir haben eine Form. Oh, sorry. Wir haben eine Form. Wir haben eine Art wie so eine Waffel für eine Glasse, für ein Eis. Ne? Und dann haben wir hier, das hier ist, sag mir's, eine Giesskanne. Hallo, was ist das? Messbecher, aber einen Messbecher kannst du gar nicht rein tun, das hat irgendwie so einen durchsichtigen Hügel da drin. Dann ein Glassenlöffel. Hey, was habe ich mit den Wörtern? Wie haben wir das? Glassenlöffel. Dann haben wir endlich eine Anleitung. Recipe Book. Receipt, sagt man wahrscheinlich. Recipe ist super Englisch. Libro de Recetas. Suchen wir nicht. Dann haben wir Rezeptbuch Cicciolats Kuschumbrelin Pisami. S-E-P-L. Das ist S, gell? Also PL ist wahrscheinlich Polnisch, Polski. Brauchen wir auch nicht, können wir nicht. Ricettario. Was ist das? Italienisch und Deutsch? Wir sind mit Italienern! Forza Italia! Ricettario oder Rezeptbuch. Gut, und dann haben wir das Rezeptbuch und Mode d'emploi. Mode d'emploi en mention en France, Livre de Recettes. Also, entweder kannst du Italienisch oder du kannst Deutsch bekommst oder was, wenn du das bist. Also im besten Fall kannst du lesen, es ist ab +5. Kann man mit 5 nicht, man kann mit 5 nicht lesen, aber man schnallt schon viel. Gut, also, jetzt als erstes muss ich die Deutsche. Das ist beides zu backen. Was muss ich als erstes? Es hat einen Namen. Also gut. Importante. Jetzt muss ich die ganze Zeit Italienisch lesen. Ich habe Fun Fact, also es ist überhaupt nicht Fun. Ich habe nur schlecht. Ich habe kein Wort Italienisch. Ich habe mal. Uno? Was? Ist das Uno? Nein, es ist Uno. Hast du gesehen? Ich bin ein Hurenvollfrosch. Ich habe
Ich kann Namen von Sachen zum Essen wie Spaghetti, Lasagne, Gnocchi, Espressi. Das kann ich sagen, das ist vielleicht auch das ist vielleicht falsch. Aber ich kann nicht. Könnte ich auf italienisches Bier bestellen? Was heisst das auf Französisch? Gendo, une bière. Giamiraro, une bière. Auch nicht, keine Ahnung. Aber auf Arabisch könnte ich es auch so «Birrabarda min verlegt». Das heisst, ich mache gerne ein kaltes Bier. So können wir jetzt mal anfangen. Es tut mir leid, es ist mein Video, ich rede so lange ich will. Und wenn du dir das gibst, it's not my fucking cup of tea. So. Erstens, das nervt mich auf, dass immer zuerst Italienisch kommt. Nicht gegen Italienisch, aber ich hätte gerne das Deutsch als erstes. Suato tutto! Leere den Beutel mit der Küchenmischung, mit der Kuchenmischung. Ich koche mir jetzt eine Küche. Vollständig in die Schüssel. In welche verdammte Schüssel? Ich habe keine Schüssel. Also das ist meine legitime Abnahme. Hello. My Schüssel and a Löffel. Ein wunderschöner mintgrüner Löffel, der optimal zu diesem Spielzeug passt. Wo habe ich diesen gekauft? Frage mich bitte nicht, weil sonst müsste ich dir sagen, dass ich eine ganz schlimme Person bin und Sachen bei chinesischen Großwarenhäusern online bestelle. Piep! Gut. Also. Ah nein, es hat 2 Sachen. Also es tut mir jetzt wirklich mega leid für die das dann vielleicht hätte gleich jemand zum Spielen angefangen, aber ich brauche das zu. Vermische alles mit dem Löffel. Fülle den Messbecher bis zum Rand mit sauberem Trinkwasser. Will ich mich verarschen? Also ich habe per Zufall Wasser genommen, weil ich gesehen habe, dass es Wasser braucht. Aber es braucht ja keinen. Ich mache es jetzt einfach so, wie es steht. Ich finde es mega geil, dass hier drauf steht «Do not eat». Was ist denn das zur Hölle? Kann man es nicht fressen? Kannst du mich verarschen? Wie soll das ein 5-jähriges Kind böcken? Also liebe Eltern, wenn ihr das kauft, noch Kinder habt, die wirklich noch sich überlegen, Kack zu essen, dann würde ich das nicht unbedingt das Kind alleine machen. Okay? Das ist schon wieder eine Scheisse hier. Also was ist denn das? Soll das nicht essen? Also es ist so ein gelbliches Pulver, ganz komisch schmeckt. Und jetzt muss ich das Teil bis zum Rand mit Wasser füllen. Hey, ich bin so... Ich bin so froh, kann mich nicht mehr zuschauen. Und dann tun wir das... Vermischen alles mit dem... Füllen den Messbecher bis zum Trinkwasser und leeren... Nein, ich möchte gerne nicht superes Trinkwasser nehmen, ich möchte gerne dreckiges Trinkwasser nehmen. Aber wenn wir mir die Sprache anschauen, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der das in Ländern kauft und Trinkwasser nicht saufen kann. Darum, sorry für meine Wortwahl. Also so, das rein. Jetzt sollten wir das tatsächlich mit diesem Löffel hier 2 Minuten rühren. Also muss ich nicht nur, was sagt ich noch 2 Minuten? Den brauche ich jetzt noch. Ich tue es rühren. Lindy! Wach auf! Katz! Knete die Kuchenmischung mit den Händen. Drücke den Spielzeugteig fest in die Haustierform, sodass er sie vollständig ausfüllt. Dann Klappe zum Herauslösen der beiden Seiten. Leere den Beutel mit der Eiscreme vollständig auf den Kuchen. Und dann muss man das Hörnchen als lustiges Hütchen oben drauf tun. Was ist das für eine Scheiße? Also bis jetzt... Also ich muss es zuerst kneten. Also bis jetzt... Lost. Was habe ich da für einen absoluten Crap? Und dann macht es noch das pure weh. Also ich muss das da rein in die Form. So. Das ist Scheiße. Also wie ist das in die Form rein? Oh mein Gott, wenn ich mir überlege, 2 5-jährige Kinder das machen, das geht doch nicht. Also, ganz ehrlich, wenn ihr
das euren Kindern schenken wollt, dann schaut, dass das Gott oder der Götti schenkt. Und gerade an dem Tag, wo sie es schenken, mit deinem Kind machen, dass sie nämlich die Schuld fürs Buch. Ich rede aus Erfahrung. Ich war schon bei Gott, der direkt etwas ausprobieren und er einfach nass as fuck war. Aber es ist schön. So, jetzt ist das Teil da drinnen. Und jetzt, was mich ein bisschen anfängt, ist, dass ich das wirklich auf dem Tisch einfach direkt mache. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahnsinnig sinnvoll ist. Muss ich nicht irgendwie warten? Es ist doch immer alles mit Warten. Hey Freunde, ich will, es dauert. So. Und jetzt muss ich das das soll mit so aufklappen. Und jetzt kommt das raus. Das ist doch wirklich, also, für das gibt man gerne 50 Stutz aus, finde ich jetzt legitim. Also als nächstes muss ich da das Eis. Du not eat, wieder nicht essen das Zeug. Jetzt muss ich da jetzt. Oh Gott, was ist das für eine Scheiße? Nein. Kann man das schütteln oder muss man das. Ein rosenroter Schnuder. Und das kommt jetzt hier drauf. Also ist das wirklich die Idee? Ich schaue mich nicht an. Es steht. Aber es ist ja nicht rund. Oder muss ich sagen, jetzt weg. Eine Runde. So. Wo ist das Hütchen? Und das jetzt hier drauf. Hey. Also, ich schwöre, ich verarsche mich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ja. Hä? Ich habe nie einen Weg. Nein, ich habe noch nie einen Weg in das Ding. So, und jetzt stelle den Kuchen in den Kühlschrank. Das ist ja nicht logisch. Warum sollte man einen Kuchen nicht backen in den Kühlschrank stellen? Aber er hat. Jetzt da rein da. Der Kuchen ist jetzt drin. Und hier habe ich eine hure verdammte Mohrerei, was mich wirklich richtig pissig macht. Aber ja. Schau da, meine Hände sind voll mit dieser Scheiße. Also, und jetzt, ich bin schon völlig abgefuckt. Dreh den Regel im Uhrzeiger auf -10. Schließe den Kühlschrank. Aha, was? Da hat jetzt so eine, was sieht ihr sagt, da hat es ein Rädchen. Das tue ich jetzt auf -10 im Uhrzeiger drin. Aha. Nein! Schließ die Kühlschranktür. Warte, bis die Melodie aufhört. Warte, bis die Melodie aufhört und die Glocke läutet. Hört ihr eine Melodie? Ich nicht. Muss das Ding noch irgendwo. Hey. Das kommt keine Musik. Hey, ich schnall es nicht. Hä? Hey, Freunde, ich habe ein Problem. Also irgendwo muss ich das Ding irgendwo anlassen. Okay. Dreck! Hey, ich bin lost. Ich bin ohne Witz lost. Es steht nie irgendetwas. Es ist doch keine Melodie. Ich warte schnell ein paar Sekunden. Hallo? Ich bin eher verdächtig, dass es einfach so Geräusche machen, ohne dass ich entweder Ladebatterie rein tun oder sonst etwas. Oder Batterie abziehen. Ich schwöre, es ist nichts hier. Es ist nichts. Und ich 57 Schrauben muss aufdrehen, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl. Hey, ich komme nicht nachher. Muss ich jetzt wirklich ein Video schauen? Also Freunde,
Dann schauen wir das Ende. Ich muss das scheiß Anleitungsvideo schauen. Irgendwie ist der Wohn drin. Zeig mir Scheissdreck. Macht zuerst die Story. New from Moose Toys Cookies Makery. The only plush you make with love. Also ist es denn kaputt? Ah! Hey, also. Dann nochmal! Also, jetzt kommt schon mal der erste Hass. Also, die dürfen mir wirklich dankbar sein wegen diesem Dreckspielzeug. Also, ihr könnt hier einen QR-Code einscannen und dann kommt das Video. Aber nicht von dem Teil, das ihr kauft, sondern von einem anderen Kackbackofen. Zum Beispiel ein Backofen ist und kein Kühlschrank. So, erstens mal das, schon abnormaler Hass. Und jetzt, meine Freunde, schaut mal da innen. Jetzt doch da das grüne Zeug da hier. Das müsst ihr rausnehmen und dann geht es dann vielleicht. Das steht nicht in der Anleitung. Es steht weder in der Anleitung, noch ist es auf dem Video, wo das andere Teil anders funktioniert. Also das ist Bullshit, das jetzt. Bull fucking shit. Gotttätig! Also das wäre auch nicht die Idee. Sie? Aber wir haben jetzt zumindest tada! Ein Kuchenfreund. Was ist das für eine verfluchte, verdammte, Ich kann das scheiß Teil nicht einmal rausnehmen. Könnt mich gerne hören, die Musik. Also kann ich es jetzt auftun. Also, ich habe wahrscheinlich vielleicht hätte man nur den rausziehen müssen, keine Ahnung, aber so, der Latz! Man kann jetzt abstellen. Okay. Schnauze. Also, meine lieben Damen und Herren Schüler. Aber, es schmeckt verdammt geil nach Kuchen, Mann. Also, ja, mein Fazit ist absolute Scheiße. Weil ich aber nicht wieder rauskomme. Cool! Also, kostet 50er. Kostenpunkt 50 Stutz. Und wo ist jetzt das Slimy-Zeug? Also, das ist hier unten. Das kann man wieder rausnehmen. Schiesse ich aber weg, weil sonst plötzlich fummelt das noch. Ich habe wieder rausgenommen. Also wiederverwenden kannst du das Teil auch nicht. Nimm jetzt mal schwer. Kann man es wieder machen? Kann man noch so lustige Sachen machen mit dem? Plüschtier wird auf deine Berührung leider, ja, verwende diese Einstellung, um das Plüschtier zu bereiten. Öffne die Kühlschranktür, stelle das Plüschtier seitlich auf die Ablage und dann tust du es wieder aufheizen. Okay, also, gehst du das jetzt schauen, ob du das tatsächlich brauchen kannst. So, jetzt haben wir minus 10. Man kann es nicht mal brauchen. Aber es kommt in keine Musik mehr. Aber es ist wahrscheinlich, weil das hure Plüschtier abgestellt. Ich nehme an, dass die Töne aus diesem Plüschtier rauskommen. Das Plüschtier kann man by the way hier unten wieder anlassen. Also, mein Fazit. Ziemlich schrottig.
Ich finde es aber cool, kann man es wieder brauchen. Also man kann das ganze Zeug nochmal machen. Ich finde den Kühlschrank zum Spielen, also ich habe es geliebt als Kind, ich habe es geil gefunden. Es gibt eine verdammte Molerei, schaut mal meine Hose nach. Es ist wirklich absolute Kacke, was das anbelangt. Und was ich wirklich, wenn man schon so mit, also gut, ja, ich muss jetzt gerade überlegen, was ich sagen. Wenn man solche Sachen macht, das ist nicht slimy. Weil bei Slimy weiss man, hey, Lilian Josiane, du bitte nicht das Essen. Dann schnallt das Kind, wenn es um Slimy geht. Aber wenn man Backsachen macht und ich 7 oder 8 bin und vielleicht ADS habe und ganz dumme Ideen habe und die dumme Ideen aussetzen, dann ist das mit einem Haps im Mund. Also ich finde das wirklich wahnsinnig dumm. Weil ich bin überzeugt, du könntest irgendeine Bullscheiße machen, die vielleicht grusig ist, aber also, das ist schon nicht so gerne fressen. Will ich jetzt nicht, dass mein kleines Kind das frisst. Und ich weiß auch nicht, ob ein 12-jähriges Kind so schlau ist und es nicht macht. Gut, also, meine Lieben, ich möchte euch danken, ich habe euch davor bewahrt, 50 Stutz zu verbrennen. Aber eben, wie gesagt, zum Spielen und so finde ich es herzig und man kann es auch wieder brauchen, das saure Lüstierchen. Und ich muss auch nicht rauskommen, was 6, 7, 8, 9-jährige Kinder cool finden. Das muss ich nicht bewerten. Genau. Und ich würde sagen, wenn du dir die 50 Steine sparen willst, aber das Gleiche problematisch schenken, darfst du mir gerne einen Kommentar unter diesem Video machen und ich werde dann ausloten, wer das Teil bekommt. Einfach einen Kommentar. Ich finde es wirklich cool, wenn man vielleicht noch sagt, so, hey, ist für mein Gottenkind, ist für mein Grosskind, ist für mein eigenes Kind, ist für das Kind von meinem Nachbarn, der endlich so aufhören, draussen hure laut zu schreien und dann irgendetwas macht, der schenkt ihm das. Gut, also komme ich zu meinem Aufhören und wir gehen zum nächsten Video. Ihr könnt euch freuen, ich glaube. Also ich hoffe, es wird nicht ganz so scheiße wie es das hier. Also es wird nicht so kackgefackt hier. Darum tschüss.